Jo, ade. Tschüss zusammen. Adieu. Ah, da sind wir ja wieder. Und? Was hat er gesagt? Er hat uns zwar einen Spezialpreis gemacht, aber es kostet immer noch 250 Franken. Papi, könnt nicht ihr das zahlen? Ich habe gestern Abend noch mit der Mami geredet. Wir können euch den Vorschlag machen, dass wir euch die Reparatur auf die Weihnacht schenken. Dafür müsst ihr aber auf alle anderen Geschenke verzichten. Aber wir haben uns doch schon andere Sachen gewünscht. Ja, weisst, alles geht nicht. Entweder oder. Nein, wir bekommen das Geld schon zusammen. Und so sparen wir halt. Der Kalle und der Friedhelm haben sich verabschiedet und sind ganz durch heimgelaufen. Steffi und das Radiesli sind mit dem Papi heimgefahren. Steffi hat eine unglaubliche Wut auf alles bekommen. Am liebsten hat sie alle auf den Mond geschossen. Die Eltern, die die Reparatur nicht zahlen wollten. Der Tausendschön, der ihren Computer angebrünzelt hat. Und vor allem der Kalle mit seinem Computerspiel. Hey Steff, ciao Radiesli. Kaletti miteinander. Hoi miteinander. Der Friedhelm und ich haben gestern beschlossen, dass wir euch nicht im Stich lassen. Und? Was heisst das jetzt? Ist doch klar, Steffi, dass wir zusammen probieren, das Geld aufzutreiben. Da, ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht. Zeige mal. Erstens, Oma, Opa, Eltern fragen. Zweitens, wertvolle Sachen verkaufen. Drittens, Belohnung kassieren. Viertens, Job annehmen. Hey, so ein Quatsch! Kalle, welche wertvollen Sachen sollen wir verkaufen? Und für was, Kalle, willst du eine Belohnung kassieren? Langsam, eins nach dem anderen. Ich habe mir natürlich schon etwas gedacht, als ich die Liste gemacht habe. Du hast gedacht, das ist ja ganz etwas Neues. An erster Stelle steht das, was am einfachsten ist, und am Schluss das, was die meiste Arbeit macht. Arbeit macht immer die meiste Arbeit. Du meinst also, wir müssen von oben nach unten vorgehen? Steffi und ich haben unsere Eltern schon gefragt. Das weiss ich ja, aber der Friedhelm und ich noch nicht. Und die Grosseltern haben wir auch noch nicht gefragt. Also gut, wir rufen am Neni und am Nani an. Dann sehen wir ja, was dabei rauskommt. Darf ich mal fragen, was für wertvolle Sachen du verkaufen möchtest? Ich habe nämlich nichts. Und sogar wenn. Wer soll das kaufen? Samuelo? Da laufen doch genug Typen rum. Die sind doch alle genauso pleite wie wir. Schliesslich ist gleich Weihnacht und du weißt genau, was die Geschenke alle kosten. Bleibt immer noch die Frage, was du denen verkaufen willst. Zum Beispiel deine Comicsammlung. Spinnst eigentlich? Aber nicht mit mir, du.